Hallo zusammen! Das Leben ist ein großartiges Geschenk von unserem Gott im Himmel. Unterwegs auf dem Lebensweg geht es manchmal steil bergauf und dann wieder so steil runter. Ja, es gibt Momente und Tage, da bin ich so richtig im Saft, ich fühle mich kraftvoll und in anderen Tagen schlapp und müde und ich weiß nicht warum. In den folgenden 8 Sendungen von Unterwegs mit Gott möchte ich dir zeigen, dass es lohnend wert ist, mit Gott unterwegs zu sein. In jeder Beziehung gibt es einen wichtigen Faktor, der über die Qualität einer Freundschaft definiert. Und das ist das Wort Kommunikation. Kommunikation bedeutet, dass ich sage, was mir vom Herzen ist, aber auch, dass ich höre, was hat das Gegenüber mir zu sagen. Unterwegs mit Gott zu sein bedeutet, dass ich in einer ständigen Kommunikation mit meinem Schöpfer Gott bin. Mutter Teresa hat ein Zitat gemacht und sie hat gesagt: Wir Menschen, wir sind nie weiter entfernt von Gott als bloß ein einziges Gebet. Und das bedeutet nicht, ich kann jetzt leben, wie ich will und dann in der Not ist Gott bloß ein Gebet entfernt von mir. Das Zitat sagt eigentlich, lass uns nie aufhören, jeden Moment und jeden Morgen, jeden Tag mit Gott zu sprechen. Gott, hast du mir was zu sagen? Und Gott, das sind aber auch meine Wünsche und es ist immer ein wunderbarer Dialog. Jemand hat gesagt, das Gebet ist genau gleich wie Piano spielen. Wenn du einen Tag Piano nicht übst, merkst du es in deinen Fingern. Übst du 2 Tage nicht, merken das deine Nachbarn, etwas ist ein bisschen schräg. Übst du 3 Tage nicht, machst du ein Konzert, werden es die Zuhörer merken, es ist nicht so rund wie immer. Das Gebet ist genau das Gleiche. Bete ich einen Tag nicht, merkt es Gott. Bete ich 2 Tage nicht, merke ich es. Bete ich 3 Tage nicht, merkt es meine Umgebung. Und Gebet ist genau das, dass ich immer mit diesem lebendigen Schöpfer in Kontakt in meinem Leben bin. Denn Gott sieht mein Leben, Gott hört meine Wünsche und die Hand von Gott ist nicht zu kurz, dass Gott nicht eingreifen würde, ganz konkret in unserem Leben. Die Jünger haben eines Tages Jesus gefragt: Jesus, wie können wir dann am besten mit dir kommunizieren, mit dir sprechen, zu verstehen, was hast du auf deinem Herzen? Dann hat Jesus eine Formel gegeben, das ist das Vaterunser, das die meisten Menschen kennen. Und da hat Jesus gesagt, wenn ihr nach diesem Modell betet, werdet ihr kommunizieren können, Gott alle Anliegen sagen können, aber seid auch in der Lage zu hören. Lasst uns eintauchen in 7 einfache Schritte, das Vaterunser für unser Leben in Anspruch zu nehmen. Erstens, ich baue die Kommunikation auf mit meinem Gott im Himmel. In Matthäus Kapitel 6, Vers 9 steht geschrieben: Unser Vater im Himmel. Hier ist das Wort unser, es heißt nicht mein Vater, also quasi Gott hat mich bevorzugt, hat mir mehr Talente gegeben als dir. Wir Menschen haben immer die Tendenz, wir vergleichen und denken, na, Gott hat Lieblingsmänner, er hat Lieblingsfrauen, gewisse Leute hat Gott mehr bevorzugt. Aber das Wort unser sagt genau das, wir haben alle den gleichen Ursprung und unser Gott sieht jede Person an als einzigartig, wertvoll und unvergleichbar, sondern du hast einen Wert bei Gott, der ist unbezahlbar. Für mich gibt es ein wunderbares Bild und das sind die Pinguine, weil ich denke manchmal, ja, wie kann Gott dann in diesen 7 Milliarden Menschen, die es gibt, meine Stimme und meine Wünsche und meine Gebete wirklich erhören? Die Pinguine, das sind zum Teil tausende Pinguine auf einem Eisfeld. Wenn ein ganz kleiner Pinguin ruft, und ganz ehrlich, Pinguine sehen alle ganz genau gleich aus. Gleiche Haarfarbe, gleiche Augen, gleiches Aussehen, da ist nichts so einzigartig. Also wir haben zum Teil rote Haare, braune Haare, schwarze Haare, Make-up und Kleider. Aber das sehen ja alle ganz genau gleich aus.
Wenn ein Bingo inmitten von 1000 Bingos ruft, die Mutter und der Vater hören aus den 1000 Bingos genau ihr Kind rufen. Und das ist, was die Bibel sagt. In all diesen 7 Milliarden Menschen, wenn ich zu Gott rufe, kommuniziere, bete, meine Wünsche, meine Nöte, auch meine Sehnsüchte, Gott hört meine Stimme aus 7 Milliarden Menschen raus und Gott sagt, ich höre, ich sehe und ich werde eingreifen, ganz konkret in deinem Leben. Darum, unser Vater bedeutet, wir haben alle den gleichen Ursprung, mit dem sagt Gott, ich habe den Überblick nicht verloren, dass dein Gebet und deine Wünsche und auch meine Wünsche Gott hört, Gott sieht und Gott greift ein. Der zweite Gedanke beim Vater unser ist, Gottes Charakter anbeten. Geheiligt werde dein Name. Mit anderen Worten, Gott hat ganz verschiedene Namen. Auch ich habe verschiedene Namen. Zum Beispiel Leo, der zweite Name ist Markus, Bigger. Dann habe ich noch so Übername, zum Beispiel Lolly oder meine Frau sagt zu mir, My Love. Je nachdem, je nach Person haben sie ganz verschiedene Namen, das sie mir geben. Und Gott hat auch ganz verschiedene Namen. Das ist zum Beispiel in dieser Liste, möchte ich eine Sache rauspicken, denn Elohim, das heißt Gott ist der Schöpfer. Und ich liebe diesen Namen Elohim, weil Elohim bedeutet für mich, wenn alles so drunter und drüber geht, wenn die Wirtschaftssituation vielleicht schwierig ist, wenn ich vor Problemen stehe oder Nöte oder unüberwindbaren Hindernisse, sage ich immer der Leo, einer der Namen von Gott ist Elohim, er ist der Schöpfer. Also wenn Gott schon ganz am Anfang alles durchgeplant hat, designt hat, dann wird auch dieses Detail für meinen Gott in meinem Leben überhaupt kein Problem sein. Also die Namen von Gott kann man ganz einfach gebrauchen. Wenn du in einer Situation in deinem Leben stehst, kannst du genau diesen Namen von Gott zücken und dir bewusst machen, dass Gott in dieser Situation mit seinem Namen es voll unter Kontrolle hält. Bei den Kindern ist es ganz genau gleich. Die wissen ja ganz genau, für dieses Anliegen gehe ich mehr zu Mama, zur Mutti und für dieses Anliegen gehe ich mehr zu meinem Vater. Meine Kinder wissen, wenn sie zum Beispiel Geld brauchen oder etwas ganz Spezielles, dann kommen sie zu mir, weil der Vater sagt immer ja. Brauchen sie aber Hilfe, Zeit, Kreativität, dann gehen meine Kinder zu meiner Frau, sie ist kreativ und hat immer Zeit, während ich kreativ habe schon 2 Hände, aber geht nicht so richtig gut. Und die Kinder wissen ganz genau, zu wem gehe ich ganz konkret für welches Anliegen. Und nimm dieses Beispiel, dieses Bild auch in Bezug zu meinem Gott im Himmel. Nimm diesen Namen und beginne zu proklamieren, was Gott für dein Leben ist. Die Bibel sagt, Gott hat über 100 verschiedene Charaktereigenschaften. Also wenn du jetzt so die Liste anschaust mit ein paar Charaktereigenschaften von Gott, wie gesagt, sind über 100 davon. Also dann pick genau diesen Charaktereigenschaft raus, das für deine Situation jetzt sehr wichtig ist. Zum Beispiel in meinem Leben gibt es so Momente, ich bin einfach nicht so richtig glücklich oder ich komme nicht so auf Touren. Dann sagt mir Leo am Morgen früh, Jesus ist deine Quelle. Er wird nie aufhören, deine Begeisterung zu sein, deine Freude zu sein, deine Zukunft zu sein, deine Ideen zu sein, weil auch eine Frau, und sie möge die beste Frau sein, die besten Kinder, der beste Job, das beste Haus, das beste Land, auch du bist vielleicht der Beste. Es gibt Momente, wo deine Frau und dein Job nicht die Quelle sind, der Freude und der Begeisterung. Und ich sage, Gott, du bist meine Quelle. Fülle du mich heute neu mit deiner Kraft und mit dieser Begeisterung. Und da mache ich mir bewusst, Gott ist groß, er kann alles, er ist alles, er weiß alles und wie beim Bingo, er hört, sieht und greift ein in meinem Leben, meine Quelle zu sein. Und das ist eine ganz praktische Art und Weise, wie wir den Charakter von Gott anbeten können und Gott mit dem groß zu machen. Das ist der zweite Gedankenwesen gewesen, den Namen von Gott zu heiligen. Der dritte Gedanke beim Vater unser ist, Gottes Anliegen zu beten. Es heißt weiter in der Bibel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Hier haben wir 2 Dimensionen. Die Dimension vom Himmel, da ist, wo Gott herkommt, und die Dimension der Erde, wo wir leben.
Wir müssen wissen, dass Wunder in den Augen von Gott ist eigentlich Alltag und Realität. Denn Gott ist nicht gebunden an Zeit oder Raum. Alle Wunder von Jesus, dass er Feuer vom Himmel fällen lässt, er erweckt Tote zu neuem Leben oder er treibt die Dämonen aus, heilt Kranke, macht Blinde sehen, Lahme gehen. Jesus geht durch eine Tür hindurch, ist für Jesus gar kein Wunder. Weißt du warum? Wir beten ja, der Wille vom Himmel und das Reich vom Himmel bedeutet, Jesus ist wie eine Visitenkarte. Also Jesus bringt die Realität vom Himmel auf diese Erde und sagt, wo ich herkomme, gibt es keinen Tod, keine Krankheit, alles ist möglich. Und Jesus sagte, wer mich anschaut, bekommt ein Bild, wie es eines Tages für immer eine ganze Ewigkeit sein wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und wir sehen mit Jesus all das, was eines Tages jetzt schon angebrochen ist auf der Erde, aber eines Tages für immer sein wird. Vielleicht bist du krank. Dann bete mit Gottes Dimension der Heilung, das Reich der Kraft jetzt in dein Leben kommt. Vielleicht sind deine Freunde weit weg von diesem Gott im Himmel. Dann bete jetzt, dass Jesus und Gott deinen Freunden die Augen aufmacht, damit sie Gott erkennen können, wie groß und gut er ist. Vielleicht bist du eine Mutter und du stehst am Morgen um 3 Uhr auf, weil deine Kinder schreien, du wechselst die Windeln, zum x-ten Mal kochst du Spaghetti für deine Kinder und bist beschäftigt mit so viel Abwasch. Dann bete, damit Gottes Frieden ganz konkret jetzt in dein Leben kommt. Vielleicht bist du ein Geschäftsmann und denkst, oh, immer so viele Meetings und so viele Sitzungen, immer das Gleiche, jeden Tag von morgens bis abends. Dann bete, dass Gottes Freude und Gottes Begeisterung jetzt in dein Leben kommt. Denn der einzige Ort, wo Gott dich gerade segnen kann, ist genau da, wo du jetzt bist. Ja, man sagt, der Teufel liegt im Detail, aber ich sage dir, die Wunder von Gott liegen auch im Detail. Das heißt, der Wille von Gott soll geschehen, genau da, wo du jetzt bist, als Freund, als Geschäftsmann, als Hausmutter, wo auch immer du jetzt gerade bist. Gott ist bei dir und mit dir. Ich habe PCO, eine Hormonkrankheit, durch die ich keinen Zyklus, keine Menstruation und keinen Eisprung bekomme. Ich kann keine Kinder haben. Als ich diese Diagnose bekam, habe ich sofort mit den Hormonbehandlungen begonnen. Aber mein Körper hat rebelliert. Ich konnte die Medikamente nicht vertragen und die Schmerzen, die waren unerträglich. Wir mussten die Behandlung abbrechen. Mein Mann und ich, wir fingen an zu beten. Jeden Tag. Wir lasen in der Bibel, wir suchten zusammen mit einem Ehepaar nach den Wundern und der Hoffnung und dem Glaube, all das, was in der Bibel geschrieben steht, was uns helfen kann. Er ist unser Arzt, wir wussten, nur er kann das Unmögliche möglich machen. Das Ehepaar hatte eine Prophetie für uns, dass wir 2 Kinder haben werden, das erste bereits im nächsten Jahr. Mit der Gewissheit, dass Gott noch immer derselbe ist wie vor 2000 Jahren und mit der Hoffnung, dass er meinen Wunsch kennt und das Beste für uns möchte, weil er uns liebt, stand ich vor dem Badezimmerspiegel und betete zu Jesus. Ich legte die Hand auf meinen Bauch und sagte zu mir selbst, ich bin gesund. Ich sagte es immer wieder und ich sagte es laut. Und dann geschah etwas. Langsam veränderte sich etwas in mir. Ich bekam Glaube. Gott, er schenkte mir die Gabe des Glaubens. Kurze Zeit später, da war ich schwanger mit unserem Sohn. Und die Ärztin sah beim Untersuch die beiden unfruchtbaren Eierstöcke und in der Mitte, da schlug das Herz. Sie nannte es ein Wunder. Gott ist unser Arzt. Und 2 Jahre später, da schenkte uns Gott noch unsere Tochter. Ihm geben wir jeden Tag die Ehre, denn wir sehen ihn in den Gesichtern unserer Kinder. Der 4. Gedanke beim Vater unser ist, wir bringen unser persönliches Anliegen vor unserem Gott im Himmel. Es heißt weiter, unser tägliches Brot gibst du uns heute. Brot steht für Versorgung, das heißt, jeden Bereich von meinem Leben schaut Gott, dass ich genug habe und täglich heißt genau heute. Also nicht morgen, in einer Woche oder Wünsche, die ich habe in einem Monat.
gehe ab und zu einem Coach und manchmal habe ich so Probleme und auch Schwierigkeiten, wo ich nicht durchschaue. Und dann fragt der Coach mich immer, Leo, jetzt wo du da sitzt, fehlt dir irgendetwas? Und sage ich, ja nein, jetzt wo ich da sitze natürlich nicht, aber ich habe gewisse Dinge, die sich ändern müssten. Dann sagt immer, du sprichst immer von morgen, in einer Woche, in einem Monat. Aber jetzt, wo du da bist, du hast genügend zu essen, du hast Freunde, Gott ist da und heute hast du alles, was du brauchst. Täglich bedeutet, dass deine Wünsche und Sehnsüchte ist ein anderes Thema. Aber jetzt genau wo du bist, schau Gott und versorgt Gott dich jeden Tag. Das sagt das Vaterunser. Mein Brot, meine Versorgung gibst du mir jeden Tag frisch, fröhlich und auch neu. In einer tief verletzten Lebenssituation nach der Scheidung als alleinerziehende Mutter von 2 kleinen Mädchen. Ich hatte ein hochverschuldetes Haus, kein Geld, wenig Hoffnung für die Zukunft. Schrie ich zu Gott. Ich war so verzweifelt. Er antwortete mir, ich bin da, ich bin bei dir, hab keine Angst. So lernte ich Gott in den schlimmsten Zeiten meines Lebens als innigen Freund, als Vater und Versorger kennen. Ich lernte ihm zu vertrauen, egal was auch kommen mag. Am Sonntag im Gottesdienst forderte mich Gott heraus, 100 Franken als Spende zu geben. Diese 100 Franken waren das einzige Geld, was ich noch hatte für den Monat und es war Anfangsmonat. Es kostete mich sehr viel Überwindung, dieses Geld zu geben und doch tat ich es und erfuhr einen Frieden und eine Ruhe im Herz, die ich kaum erklären kann. An diesem Sonntag wurde ich von Freunden zum Essen eingeladen nach dem Gottesdienst und ich erlebte in vielerlei Hinsicht Gottes Versorgung. Nach ein paar Tagen kam eine Frau zu mir mit einem Umschlag und sagte, Gott hätte ihr aufgetragen, mir dies zu geben. Es waren 1000 Franken, das 10-fache meiner Spende. Ich war so überwältigt und ich könnte noch so viele Beispiele erzählen, wie Gott mich versorgt hat. Was mich so begeistert ist, dass es nicht nur leere Worte sind, die wir in der Bibel lesen. Es ist die Wahrheit, es ist wie das tägliche Brot und für mich wurde es zum einzigen Weg. Der 5. Gedanke beim Vaterunser ist, Vergebung empfangen und Vergebung auch weiterzugeben. Es heißt weiter, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Man sagt, der Himmel ist voll gefüllt von Frauen und Männern, denen Jesus vergeben hat. Die Hölle ist aber auch voll von Frauen und Männern, denen Jesus auch vergeben hat. Ja, was ist dann der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass im Himmel Menschen die Vergebung von Jesus persönlich angenommen haben. Das ist der klitzekleine Unterschied. Vor einiger Zeit bin ich einem Mann gegenüber gesessen, der zu mir so lehrerhaft, überheblich von oben herab gesprochen hat. Dies hat mich innerlich sehr zornig gemacht. Meine gewohnheitsmäßige Reaktion war damals, dass ich solche Menschen einfach ignoriert habe, sie links liegen gelassen habe. Im Rahmen einer seelsorgerlichen Beratung habe ich erkannt, dass dahinter eine Verletzung verborgen ist. Denn mein Vater, der Professor ist, hat mich schon als Kind des Öfteren auch so von oben herab behandelt. Und das hatte mich damals sehr verletzt und ich habe mich einfach entschieden, darüber zu resignieren und ihn in diesem Punkt zu ignorieren. Mit der Zeit war ich dann bereit, ihm dieses Verhalten zu vergeben, auch mir selber zu vergeben, dass ich darüber resigniert bin. Und es gelang mir dann auch immer besser, Menschen, die für mich überheblich wirkten, offen und unvoreingenommen zu begegnen. Vergebung zuzusprechen, Vergebung anzunehmen und anders zu handeln, das ist für mich Versöhnung. Ich sage immer, verletzte Menschen verletzen auch wieder andere Menschen. Und ich weiß, Menschen zu vergeben ist nicht immer so einfach, weil ein junges Mädchen schaut mir in die Augen und sagt, Leo, wie kann ich meinem Vater vergeben, der mich sexuell missbraucht hat? Er ging in die Kirche, hat auch an Gott geglaubt, aber er hat mein Leben zerstört. Schau, wenn wir den Menschen nicht vergeben, ist das Problem mein Herz und ich werde bitter, ich werde zornig und ich habe nicht mehr diesen Frieden Gottes. Schau, wenn ich nicht vergebe, ist es wie wenn ich eine Hand zuhalte. Und vergeben bedeutet, ich öffne meine Hand und alles, was schmerzt, hat die Möglichkeit, wieder befreit zu werden. Natürlich kann es sein, dass es für dich nicht möglich ist, schlagartig die Hand aufzumachen. Dann beginne einen Finger und einen Teil nach dem anderen von Jesus zu lösen. Das kann sein, dass Vergebung ist ein Prozess, aber Finger bei Finger
Es löst sich etwas und plötzlich bist du in der Lage, Menschen deine Hand hinzuhalten und sagen, ich vergebe dir, wie auch mir vergeben worden ist. Und die Person, die am meisten profitiert, sagt Jesus, bist du. Denn dein Herz und deine Seele können wieder atmen und deine Bitterkeit, dein Zorn wird von dir weichen. Du merkst, das Vaterunser, es geht immer um dich, damit du eine Kommunikation mit diesem Gott im Himmel haben kannst, aber auch beginnen kannst, dein Leben als ein Segen für andere Menschen zu sein. Vergib mir meine Sünden. Ich öffne meine Hände und ich vergebe auch diesen Leuten und ich öffne auch meine Hände, die mir wehgetan haben. Der 6. Gedanke beim Vaterunser ist, ich bete für Gottes Schutz und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und das Böse ist eigentlich ein Kampf, den ich immer wieder in meinem Herzen habe. Also wenn ich zu Gott bete, Gott meine Wünsche kommuniziert Gott auch seine Wünsche in meinem Leben. Und manchmal sagt Gott, nein, dass ich Dinge nicht mehr tun soll, ist manchmal sehr unangenehm. Manchmal sagt Gott auch, dass ich Dinge tun soll, dass ich aufstehen sollte und im Glauben Schritte gehen sollte. Aber manchmal sage ich einfach, Gott, ich will jetzt meinen Willen und meinen Wunsch durchdrücken. Und das kommt nie so gut in meinem Leben. Schau, König David hatte Ehebruch begangen und das ist sehr, sehr schmerzhaft in seine ganze Familie reingekommen. Im Psalm 139, da ist Schmerz, da ist Verzweiflung, da ist dieser Schrei, Gott, lass das nie mehr in meinem Leben geschehen. Gott, prüf mein Leben, meine Gefühle, meine Gedanken und Gott, lass das nie mehr zu, dass ich meine Finger verbrenne, weil ich einfach meinen Willen durchdrücke. Und wenn du diesen Bibelvers liest, dann merkst du bei diesem Vaterunser, führe mich nicht in Versuchung, ist wie ein Gebet, Gott, du kennst meine Schwächen, du kennst meine Tendenzen und ich flehe dich an, mach alles in deinen Möglichkeiten, dass ich nicht in diesen Bereich komme, dass ich wieder meine Finger verbrenne. Gott, ich flehe dich an, beschütze du mein Leben. Worship ist meine größte Leidenschaft geworden. Gott anzubeten, das ist mein Draht zum Himmel. Es ist, als würde ich mein Kabel in die Steckdose des Himmels einstecken und die Energie Gottes kann fließen. Worship ist etwas, das ich mache im Auto. Da habe ich meine Ruhe, da habe ich für mich und Gott einfach Zeit. Und ich fahre viel Auto und da kann ich ihn anbeten, da fließt diese Energie von mir zu Gott, da kann ich ihm alles von mir einfach mal geben. Dann schaue ich auf ihn und Worship bewirkt wirklich in mir, dass ich meinen Blick von mir wegnehme und auf Gott richte, auf das, was er ist, auf das, was er kann und nicht auf das, was ich bin. Ich glaube fest daran, dass diese Zeit im Auto, wo ich ganz allein bin mit meinem Gott, dass er mich da zubereitet für meinen Alltag, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, für den Worship in der Kirche und dass das die Kraft ist, die ich bekomme, da aus dieser Zeit, wo ich allein mit Gott bin. Das Vaterunser endet mit Gottes Macht anbeten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Wort Amen bedeutet, so sei es. Ich weiß, dass Gebet eine Kraft hat, weil meine Mutter hat gebetet, dass eines ihrer Söhne eines Tages ein Pfarrer werden sollte. Und meine Mutter hat jeden Tag gebetet auf ihren Knien, dass dieses Gebet Gott erhören sollte. Und dass ich Pfarrer geworden bin, ist, weil meine Mutter gebetet hat. Und ich weiß, Gebet, Gott hört, Gott sieht, Gott fühlt und Gott greift ein. Unterwegs mit Gott zu sein bedeutet, Gebet ist eine Kommunikation, das ständig nie aufhört. Man kann es optimieren, man kann es verbessern. Es gibt Momente, wo man mehr spricht, mehr betet, mehr sucht und mehr kommuniziert. Darum bete so oft du kannst, alleine, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, in der Kirche, wo auch immer du bist. Aber sag auch im Gebet, Gott, hier bin ich, was hast du mir ganz, ganz konkret zu sagen? Es gibt Momente, wo du sprichst, es braucht auch Momente, wo ich schweige und einfach höre, was Gott mir ganz persönlich sagen möchte. Und eines kann ich dir sagen, Gott ist gut, Gott ist treu und Gott ist dermaßen genial.